Das grüne Ross vom Tritt. Im Kanton Schwyz hat es einmal ein wunderschönes Tal gegeben. Einmal ist ein Bauer in die Kirche von Art gekommen, weil er vom Pfarrer Hilfe und Rat gebraucht hat. «Sie, Herr Pfarrer, jeden Tag, wenn ich von meinem Haus aus Richtung Gaden laufe, muss ich an einer Felsspalte beim Berg vorbeigehen, wo fürchterlich donnert und rumort. Es scheint schier so, als würde der Teufel selber den Felsbrocken rausdrücken, um ihn ins Tal hinabzustossen.» Bevor der Pfarrer antworten konnte, sind schon riesige Felsbrocken aufs Dorf Goldau herabgedonnert und haben alles unter sich begraben. Das Donnern vom Bergsturz hat man in der ganzen restlichen Zentralschweiz und sogar bis ins Zürichgebiet gehört. Die schlimme Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer im ganzen Land verbreitet und alle Leute haben von dieser unheimlichen Bergspalte geredet. Von diesem Tag an hat man überall, wo man ein Brummen und Poltern im Berg gehört hat, den nächsten Pfarrer geholt, um einen Gottesdienst zu halten. Man hat zum lieben Gott gebetet, dass er die Menschen vor so einem Unheil wie in Goldau bewahren. Genau so einen leicht gespaltenen Berggipfel hat es auch hinter den beiden Mieten im Hochtal von Einsiedler gegeben. Die Bergspalte liegt nicht in unmittelbarer Nähe von öffentlichem Weg und sie ist ein bisschen abseits vom Dorf. Der Flecken Land mit seiner Felswand dort oben nennt man den Tritt. Man sagt, dass ein armer kleiner Bub, der Köbeli, am allermeisten für die grünen Wiesen und Wälder unterhalb vom Tritt gebetet hat und seine Gebete seien erhört worden. Seine Großmutter hat ihm einmal etwas ganz Komisches erzählt. «Köbeli, du wirst nicht glauben, was ich heute erlebt habe. Ich bin in unserem kleinen Häuschen gestanden, da sehe ich durch das Fenster plötzlich eine wunderschöne Frau, die aussieht wie die heilige Jungfrau Maria. Ich sehe, wie sie auf einem wunderschönen Schimmel den Weg darauf zu reiten kommt und von unserem Häuschen Richtung Tritt abbiegt. Als ich mich wieder ein bisschen besinnen konnte, bin ich schnell raus vor das Häuschen gelaufen. Da sehe ich gerade noch voll Erstaunen, wie sich das Rössli in eine weisse Wolke verwandelt und mit der Frau direkt auf den Tritt zufliegt. Dann bin ich aber auf und davon und dem Wölkchen nachmarschiert, so schnell mich meine alten und gebrechlichen Beine mögen tragen. Als ich oben beim Tritt angekommen bin, da hat sich mir ein gar himmlisches Bild gezeigt. Da läuft unsere liebe Frau mit einer ganzen Schar voll goldigen Engeln durch die Blumen und das Gras direkt auf die gefürchtige Felsspalte zu. Die kleinen Engel haben eine riesige, goldige Kette getragen und sie haben die Kette um den Berg gelegt und angemacht, dass der Fels nicht auseinanderbrechen kann. Auf das aber hat der Köbeli gelächelt und gesagt: «Grossmami, ich glaube dir das aufs Wort. Das ist der Beweis, dass der liebe Gott meine Gebete gehört hat.» Ja, auch wenn der Köbeli der Einzige war, der die Geschichte geglaubt hat, die Tatsache ist folgende. Der Riss im Berg ist bis heute unbedeutend geblieben und bis heute ist nie auch nur ein einziges Möckchen Felsen aufs Dorf herabgestürzt. Unter dem Tritt sieht man heute noch eine schöne, saftige und grüne Wiese, die genau die Form von einem Rössli hat. Und im Winter, wenn es schneit, verwandelt sich das grüne Rössli vom Tritt in einen wunderschönen Schimmel.